Adi Totoro und ich haben GeoGuessr im Real Life gespielt. Wir gehen direkt rein in die Reaction. Stell dir vor, du wirst in einer riesigen Stadt, in der du zum... Let's just go. Stell dir vor, du wirst in einer riesigen Stadt, in der du zum ersten Mal bist, an einem komplett zufälligen Ort ausgesetzt und hast 10 Minuten Zeit, um herauszufinden, wo du bist. Ja, und genau das haben wir gemacht. Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Ich habe wirklich absolut keinen Plan. Die meisten kennen das Spiel GeoGuessr. Dabei wird man an einem zufälligen Ort auf der ganzen Welt ausgesetzt und muss per Google Street View herausfinden, wo man ist. Der Unterschied in diesem Video ist nur, dass ich selber Google Street View bin. Fuck. Das normale GeoGuessr findet auf der ganzen Welt statt. Das wäre für ein Video ein bisschen aufwendig. Deshalb sind Milo und ich vor ein paar Wochen nach Berlin gefahren. Hier ist mein Ehrenbruder Kylo. So ein Feind. Erstens waren wir bei... Ja genau, wir waren halt in Berlin. Wir sind jetzt nicht extra nur wegen diesem Video nach Berlin gefahren, aber eigentlich auch ein bisschen wegen diesem Video. Wir haben eigentlich in Berlin nur Content gemacht und das ist ein Video, das entstanden ist. GeoGuessr in Real Life. So ein geiles Format, das sage ich schon jetzt. Beide noch nie in Berlin und zweitens ist Berlin eine riesige Stadt und perfekt für dieses Spiel. Berlin hat knapp 4 Millionen Einwohner, das ist einfach die Hälfte der gesamten Schweiz. Zum Vergleich, die größte Stadt der Schweiz, Zürich, hat 400.000 Einwohner, ist 10-mal kleiner als Berlin, aber nicht mal da kenne ich mich ansatzweise aus. Die Regeln für das Spiel sind einfach. Milo sucht einen Ort aus, wir fahren mit verbundenen Augen zu diesem Ort und dann habe ich exakt 10 Minuten Zeit, um herauszufinden, wo in Berlin dass ich bin. So, ich suche jetzt einen schwierigen Ort aus für Adi. Das war übrigens unser Hotel, war mashallah sehr, sehr gut. Er wird den niemals finden. Es ist nicht so ein typischer Tourist, aber also ich sehe wirklich auch wieder mal aus wie das letzte Stück Scheiße, also wirklich nicht rasiert, die Haare irgendwie. Ach komm, scheiß drauf. Ein Spot oder sowas, sondern einfach eine ganz normale Straße irgendwo in Berlin, weil Berlin ist huge. Wie der Koch von Adi. Adi Totoro, ein kleiner Mann, der wenig versteht, wird er niemals finden. Wir sind uns das nicht gewohnt in der Schweiz. Bei uns nur so kleine Dörfli. Nur kleine Dörfli. Wenn ihr in einem Berliner zuschaut, dann könntet ihr es vielleicht wissen, aber Adi, seien wir mal ehrlich, er ist nicht der Hellste. 10 Minuten später. Ich gehe ihn jetzt aus seinem Hotelzimmer abholen und wir verbinden ihm die Augen. Ich bin gespannt wie ein Bogen oder wie ein Bettlaken. Yes. Der beste Witz, der zieht einfach immer. Nicht so wie ein Tee, der noch ziehen muss. Milo eine eigene GeoGuessr-Karte mit genau diesem Ort erstellt, dass ich auch einen Guess abgeben kann und man direkt sieht, wie weit weg ich von diesem Ort war. Also, let's go. Kann dieses Auto mal... Jetzt ziehe ich dir diese Binde auf. Kannst du anziehen selber? Ich sehe ab jetzt nichts mehr. Warte mal, machen wir kurz einen Test. Gut, er sieht nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser Binde würde ich die Videos von Milo auch schauen. Digga, jetzt kann der auch noch Musik machen. Wo ist die Kamera? Au! Hey. Du musst mich jetzt führen. Hinter der Kamera ist übrigens meine Freundin. Für die, die sich fragen, Adi, nee, hat keine Freundin. Ich höre dich Okay. nicht mehr. Gib mal das Wir Handy. gehen Wo jetzt ist das zum- Handy? Hier. Hallo? Hier, jetzt steigt er ins Auto rein und er ist drin. Und er sieht nichts mehr, Hallo? Ich bin drin. That's what she said. Haha, was ein lustiges Wortspiel. Vielen Dank dafür, Adrian. Ich merke mir jetzt jede einzelne Kurve und dann weiß ich am Schluss ganz genau, wo ich bin. Auf gar keinen Fall. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich gar nicht mehr weiß, in welche Richtung wir fahren, Digga. Genau so ist es richtig. Was denken eigentlich die Leute, die uns so auf der Straße sehen? Der hat eine Augenbinde. Wir entführen den. Was? Wir sind jetzt angekommen, lieber Adi, an dem Spot. Es ist so weird, ich stelle mir gerade im Kopf so ein Bild vor, Ja. wie sie aussehen könnte und nachher wird es dann irgendwie aussehen. Komm raus, ja, hier. Pass auf. Wo ist die Cam? Ich bin wirklich in Berlin. Berlin ist so riesig. Wir sind literally zu diesem Spot gefühlt 20 Minuten gefahren. Das kenne ich einfach nicht. Meine Stadt, du fährst 20 Minuten, bist immer aus der Stadt. Immer. Da, ja. Hier? Da. Hier ist die Ja, Cam. da. Moin Cam, wie geht's? Ich bin jetzt quasi das Google-Männchen. Du bist jetzt quasi das Google-Männchen. Okay. Sobald ich jetzt sage, hast Okay. du 10 Minuten Zeit, Okay. um rauszufinden, wo du dich in Berlin befindest. Okay, aber ich bin in Berlin, das weiß ich schon. Das ist ein bisschen einfacher als bei GeoGuessr, dafür kann ich mich nicht so schnell bewegen. Ja. In GeoGuessr kann man sich ja richtig schnell bewegen. Ja, genau, ja. Hier muss ich gehen, zu Fuß. Hier ne? musst du gehen. Ja. 10 Minuten ab jetzt. Hast du es so vorgestellt? Hell. Es ist so hell.
Nee, ich dachte, es hat noch mehr Restaurants. Okay. Hier, gerade hier vorne sieht so aus. Hier ist keine Kreuzung, wo ist der? Ah, okay. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Okay. Du musst gehen? Geiles Auto, mashallah. Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Ich habe wirklich absolut keinen Plan. Wir müssen den Punkt herausfinden, wo ich aus dem Auto herausgegangen bin. Das ist der Anfangspunkt. Oder die Kreuzung. Hier auf dem Handy. Das ist der Punkt, wo wir herausfinden müssen. Dort vorne waren wir gerade. Ich gehe jetzt schon mal nach Berlin in der Karte. Das heißt, da sind wir schon mal richtig. Wir müssen kurz ein bisschen rennen. Dort vorne ist eine größere Straße. Da können wir es herausfinden. Rasch Handy bringen! Ich bin jetzt das Google-Auto, ne? Ja, du bist das Auto, ja? Man erkennt absolut nichts. Hier ist wahrscheinlich Capital Bra aufgewachsen oder so. Ist hier nicht irgendwo so ein Mercedes-Dings? Ich weiß nicht. Ich habe schon mal Geogesser gespielt in Berlin. Und der Lidl kommt mir bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Ist der Sass? Prenzlauer Berg. Sana Gesundheitszentrum Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Wo ist der Prenzlauer Berg? Prenzlauer Berg. Hast du? Ich habe den Prenzlauer Berg. Sana Gesundheitszentrum Prenzlauer Berg. Okay. Fuck. Wir haben hier ein Lidl. Ja. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet irgendwo in Berlin ausgesetzt und müsst wirklich erraten, wo ihr seid. Also, es ist schon geil. Ich muss ein bisschen suchen. Lidl, ich hab den Lidl. Warte. Nee, das ist nicht der Lidl, Ich hab Hat da ihn Wichser gehupt? War das wirklich so? Na, Berlin unsympathisch. einen Lidl, aber ich glaube nicht, dass es dieser Lidl ist. Wo ist unser Handy? Hier ist ein Lidl. Oh, aber jetzt... Lidl, ich habe einen zweiten Lidl. Oh, Ich hab's. du? Ja, ich hab's. Wir müssen zum Handy, ich hab's. also hier ist ein Lidl. Hier ist der Lidl, hier ist die Sana Gesundheitszentrum. Noch 4,5 Minuten. 4,5 Minuten. Ja, das Wär können wir gut, schaffen. ja? Wir müssen zurückrennen. Oh. So ein Feini, Digga. Du kannst mich in irgendeinem Land absetzen, ich werde... Jo, wahrscheinlich. Innerhalb Innerhalb von 10 Minuten, oder? Innerhalb von 10 Minuten. Auch in Brasilien, Kongo. Fuck. Das muss die Küsselstraße sein. Küsselstraße 34. Oha! Straße? Und dann muss das hier die Syltstraße sein. Syltstraße? Ja! Es ist easy. Ich will genau den Punkt haben. Das ist so satisfying, wenn man dann herausfindet, wo man Also ist. wirklich genau. Sogar für mich. Ich war ja auch noch nie an dieser Location. Ich bin dort mit Google Maps halt hingefahren. Aber es ist so satisfying zu sehen, wie er es rausgefunden hat. Live war es nochmal 10-mal geiler. Genau den Punkt. Und ich will genau beim Punkt stehen, wo der Punkt ist. Es war wirklich gut, dass da eine große Straße war. Ohne diese Straße, Digga, ich hätte keinen Plan gehabt. True. In Berlin sind überall große Straßen. True. Hast du so ein bisschen geschaut, wo es Hints hat, oder hast du einfach komplett Ich hab random? ziemlich random, aber ein bisschen auf Hints schon. Also ich Bisschen habe auf nicht Hints. einfach irgendwo. 2 Minuten 20. Ihr könnt mich aussetzen, wo ihr wollt. Wir rennen hier gerade durch ein Quartier in Berlin. Wir sind Schweizer. Was macht ihr hier, Digga? Hier vorne muss es sein. Noch 1 Minute 42. Okay. Denkst du, dass jemand, der das Video schaut, in diesem Quartier wohnt? Das Ich wär hoffe huge. doch, das wäre geil. Wir haben hier jetzt diesen Ecken oder kein Ecken, wo es so reingeht. Ja, wenn jemand wirklich dort wohnt. Wenn jemand wirklich dort wohnt, das wäre so geil. Das wäre wirklich so geil, Mann. Ins Haus. Und sorry, übrigens habe ich das ganze Video lang das Handy mit meiner Facecam verdeckt. So blöd kann keiner sein. Ach, Mann, scheiß drauf. Den haben wir dort. Ja, haben wir noch 50 Sekunden. Ja, okay. Ja, okay, scheiß drauf. Ja, so jetzt. 50 Sekunden, okay, ich muss setzen. Oh, fuck jetzt. Nein. Okay, wir sind hier. Hier. Auto. Ja, ich setze jetzt. Okay, ich setze es hier. Ja. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. 17 Meter. Wir waren viel weiter hinten. Ich war 17 Meter daneben, aber das war nicht schlecht. Das war sehr gut, das war Mann. Sehr gut. Das war wirklich sehr gut, Aber, Digga. Digga, ich muss wirklich sagen, am Anfang, ich hatte wirklich keinen Plan, wo wir sind. Ne? Aber das Krasse ist wirklich, komm, wir gehen kurz hier rüber, man hat wirklich das Gefühl, dass man Geogesser spielt. Ja, aber er war wirklich 17 Meter daneben sein. Das ist wirklich krass eigentlich, weil ganz Berlin, also er hat ja auch die maximale Punktzahl erreicht, also ist wirklich ganz krass. Und man ist einfach zu langsam. Wenn dort vorne kein Hint gewesen wäre oder kein Tipp, dann hätte ich weiterlaufen müssen. Dann hat man wirklich das Gefühl, man spielt Geogesser. Ja, genau, und dann wärst du am Arsch gewesen. Ja, ich wäre am Arsch gewesen, weil am Anfang dachte ich, der hat mich einfach in ein Wohnquartier gesetzt, wo es nichts gibt. Aber ich hätte in diese Richtung gehen sollen. Dort wäre wahrscheinlich direkt eine größere Straße gewesen. Ja. Wir haben es geschafft. Ihr könnt mich aussetzen, wo ihr wollt. Ich finde wieder nach Hause, es ist offiziell. War ein sehr nices Spiel. Ich denke, das können wir irgendwann wieder mal machen. Vielleicht ein bisschen größer. Man kann es halt nur in der gleichen Stadt machen, weil in einem Land wäre ein bisschen schwierig so. Auf der Welt ist es noch schwieriger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind hier auf dem Prenzlauer Berg in Berlin. Milo hat auch noch ein Video gemacht. Wir waren beim Angelcamp-Spot vom Angelcamp 1.0. Das war richtig huge. Schaut auch noch bei Milo vorbei. Und ansonsten, habt in die Fresse, Digga. Verstehen die das? Halt dein Maul. Ey, das Video kommt noch. Ich habe es noch nicht abgeloadet, weil erstens, ich habe am 3. September noch
meine letzte Prüfung vom Bachelor. Und zweitens, das Angelcamp ist ja noch nicht. Das ist erst am 9. September, glaube ich. Und ich werde es dann ein paar Tage davor uploaden. So ein Ding ist das. Wie Wendy. Hä? Ich hab Risse in meinem Handy. Fuck. Au! Hey, verpiss dich! Nices Video. Like ist auf jeden Fall da. Checkt Adi aus und verpisst euch.